Nein, und sonst habe ich jetzt noch, heute noch ein bisschen meine Videos geschnitten, die anderen, die anderen Lives. Das ist immer interessant, so zu hören, was ich so erzähle. Und was für Themen das gewesen sind. Das ist eigentlich noch ein cooles Format. Lernt man eigentlich doppelt. Oder ich lerne wirklich eigentlich in dem, dass ich erzähle und mich in ein Thema hinein denke. Es ist bei mir weniger, dass ich mich vorbereite und dann ins Thema hinein denke, sondern dass ich mich eigentlich, wenn es ein Thema ist, dass ich mich dann während dem Reden parallel eigentlich mich ins Thema hineinfuchse. Und das ist halt schon noch spannend, wenn ich dann Sachen dann wieder höre, dann höre ich das, was ich in dem Moment gedacht habe, höre ich nochmal. Und ich habe es dann natürlich nicht aus der Sicht vom Erzähler, sondern aus der Zuhören. Also wie wenn ich es mir selber erzählen würde. Und das Interessante ist, dass ich dann auch nochmal das Zeug auch nochmal anders verstehe und auch nochmal dazu lerne. Das ist eigentlich schon sehr spannend, sich selber mal so ein bisschen zuzuhören. Weil ich mag mich erinnern, dass ich früher wirklich katastrophal gefunden habe, meine eigene Stimme zu hören. Habe mich wirklich geschämt. Oder wortwörtlich geschämt habe ich mich, wenn ich mich gehört habe. Wir haben einen Film gehabt in der Schule, wo wir gedreht haben. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Klasse der war. Und bei dem Film habe ich auch mehrheitlich so, also eine Rolle gehabt, wo ich öfters gesehen wurde bin. Und wir haben den mit der ganzen Familie, also mit der ganzen Schulklasse geschaut und mit allen Eltern von denen, von, von der Schule, also von meinen Freunden und eigentlich auch von meinen Schulkameraden, alle Eltern dort gewesen und alle Lehrer und alle anderen Schüler. Und das ist mir so peinlich gewesen. Ich bin wirklich im Boden versunken. Wenn ich gewusst habe, jetzt rede ich dann, jetzt komme dann ich, oder? Also wirklich Angst gehabt, dass ich weiß, jetzt komme ich dann, oder? Wie wenig Vertrauen ich mir auch gegenüber gehabt habe, Selbstvertrauen und mich wirklich geschämt habe dafür. Und jetzt ja gezwungenermaßen eigentlich muss meine eigene Stimme hören und merken so, ja, ist ja cool, ich lerne sogar noch, wenn der Fabio mir etwas erzählt. Und ja, das finde ich schon sehr einen interessanten Wandel. Und es zeigt halt einfach, dass es halt wirklich Sachen, es kommt mit, etwas Neues kommt mit dem, dass man es macht. Am Anfang ist es einfach ungewohnt und komisch, oder? Und man gewöhnt sich daran, oder? Ich meine, jetzt mache ich Livestream und es ist völlig easy so in dem Stil. Also ich fühle mich nicht komisch oder so. Und kürzlich habe ich mal versucht, das Shorts zu reden. Dass ich mir dann eben gesagt und so, ich tue eigentlich genau das gleiche Setup. Es ist nichts anderes. So wie jetzt. Es ist eigentlich gar nichts anderes, nur dass es Hochformat ist statt Querformat. Und ich habe mich so angestellt, so Angst gehabt, etwas reinzureden, obwohl es ja nichts anderes ist, wie was ich jetzt gerade mache. Aber es ist einfach eine andere Situation. Der Kopf, der Körper, der Fabio hat das so noch nicht kennt und darum ist es einfach mal Gefahr. Und da merke ich halt schon mehr, dass wir Menschen, wenn es etwas Neues ist, einfach zuerst einmal auf Sicherheit Abstand gehen und Angst haben und eben viele halt dann gar nicht erst anfangen. Und ja, eben mit dem, dass ich mir halt jetzt hören musste, habe ich mich an mit meiner Stimme angefreundet und es ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm und ich lerne sogar noch von mir, oder? Wie cool ist denn das? Oder ich bin eigentlich da, kann etwas erzählen. Wenn jemand kommt, kann ich ihnen für sie da sein. Das heisst eigentlich zwei in einem. Ich selber lerne ja auch dazu. Und wenn ich mich dann noch höre, dann kann ich noch dazu lernen. Also es ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Guten Abend, Dardane. Ja, habe lange gehabt, Ring, bis ich einen Ring gefunden habe. Weil es mir auch irgendwie nie gestanden sind, aber an dem habe ich wirklich auch Freude. Das ist ein Tigerauge, den habe ich jetzt auch schon länger. Ich habe es aber jetzt weniger angehabt, weil es mir mühsam war, im Rand abziehen, wegen meinem aktuellen Job, den ich noch ausführe. Darum habe ich auch Kettchen und so eigentlich gar nicht groß angehabt. Ja, aber jetzt habe ich es mal das Wochenende oder letztes Wochenende mal angelegt und ja, dass ich auch wieder mal ein bisschen... Ja, ich finde es sehr schön. Danke. Ja, genau, bin ich mein eigener Lehrer. So lernt ich das Wort Lehrer gern zu bekommen. Ja, und eben, man merkt halt, oder? Ich höre auch, ich sehe ja auch durchs Schauen, sehe ich auch, wo ich mich verbessere. Und was ich anders machen will. Und es sind hauptsächlich die Ms und sie werden weniger. Das finde ich mega cool, oder? Auch die Ms. Aber es ist eigentlich nichts Schlimmes, man merkt es ja meistens gar nicht. Oder man ist halt selber immer der Selbstkritischste. Oder mit sich selber, oder? Das wo man andere finden es eigentlich gar nicht schlimm oder hören es gar nicht, aber du selber hast halt immer irgendwie mit dir.
mit dir, ja, Zeug, die dich stört an dir selber oder so und die fallen dir halt immer ins Auge oder ins Gehör und ja. Aber das mit dem mache ich doch schon weniger und da bin ich froh, weil, ja, fühlt sich für mich einfach besser an, wenn nicht jeder zweite Satz ein hat. Wobei bei mir die Ms nicht wirklich sind so, ich weiß gar nicht, was erzählen, sondern als Überbrückung von der Stille. Sprich, anstatt der Pause ziehe ich ein und ja. Wenn der Schüler den Lehrer übertrifft, welche von deinen Versionen ist denn der schlauer? Ich glaube, der weiterlernt. Mhm. Ja, aber ein Lehrer sollte ja auch gewillt sein zum Lehren, zum Lernen oder zum sich auch selber weiterbilden. Ja, ja, das verstanden, wenn du der eigene Lehrer bist. Mir gerade das Lied vom Captain Peng, der Meister und der Idiot, in den Sinn gekommen. Vielleicht nicht ewige Ausbildungen, so wie du das vorhast. Also ich muss mich jetzt nicht nochmal in 100 Ausbildungen reinpacken, aber ja, so in dem Metier, wo ich gerade am Arbeiten bin und auch live gehe, da sehr gerne, oder? Das macht mir wirklich Spaß. Da habe ich wirklich das gefunden, wo mich wirklich erfüllt. Wo mich wirklich erfüllt. Weil ich habe einen Weg gefunden, wo ich für mich das Gefühl habe, ich komme mit dem durch mein Leben, ohne dass ich irgendwo anstehe. Dass ich das eigentlich zu meiner Lebensphilosophie machen kann, dass ich ja wirklich alles erreiche. Und von dem her, das gibt mir halt sehr viel Vertrauen auch in mich. Oder? Und darum, ich sage jetzt mal, bevor ich mich jetzt wieder auf irgendwelche Ausbildungen stürze, tue ich das nochmal festigen, richtig festigen, dass ich auch wirklich, dass in Fleisch und Blut übergeht. Noch mehr wie jetzt, oder? Dass ich nicht mehr an dem zweifle und dann kann ich weiter schauen. Aber ja, eigentlich habe ich noch nie gern gelehrt. So, ich sage jetzt mal, was so Schulen und so anbieten. Da habe ich wirklich noch nie eben so selber überlegen, selber denken. Das ist das, was ich sehr gerne mache. Mit anderen Menschen über aktuelle Themen zu reden. Mein Ziel ist eigentlich, über Sachen zu reden, wo einem voranbringt, oder? Und ich habe gemerkt, dass das, was ich aktuell so alles weiß, mir eigentlich langt. Und ja, eben, das ist schon schade mit der Homöopathie-Ausbildung, dass ich nach 3 Jahren abgebrochen habe. Aber ja, ich sehe mich an einem anderen Punkt, oder? Und das habe ich auch einsehen. Aber eben, es hat alles gebraucht, so seinen Weg, um da zu kommen, wo ich jetzt bin. Und für das bin ich dankbar, oder? Und sehen alles als einen Schritt von der Entwicklung und nicht irgendwie als Scheiße, hätte ich doch dort was anderes gemacht, dann wäre es jetzt anders. Weil ich wüsste auch nicht, wenn ich es anders gemacht hätte, wie es jetzt wirklich wäre, oder? Also nur Spekulationen. Ich weiß jetzt, wo ich bin und ich kann mir nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn ich dort anders reagiert hätte, wenn ich jetzt Homöopath wäre, oder wenn ich jetzt, sagen wir, ich hätte das jetzt durchgekämpft, keine Ahnung, wo ich jetzt wäre, oder? Genau, darum ist gut so, wie es ist. Ja, genau. Zum Glück ist auch jeder anders. Zum sehr grossen Glück. Hm, ja, weil ja, hat man wirklich viel Mitstreiter und wäre auch viel schwieriger, gesehen zu werden, noch mehr. Und so hat jeder seine Stärken, die auch irgendwann gefunden werden oder wo die Menschen zu einem finden. Und von dem her ist es schon gut. Ich bin froh, dass es so viele Richtige gibt. Ja, und was ich mir ja jetzt kürzlich entschieden habe, oder jetzt auch noch mal dran bin, ist wirklich auch der Zucker, den ich weglassen will. Oder weglassen, besser gesagt nicht will, weglassen. Ich nehme keinen Zucker mehr zu mir, außer es ist halt irgendwo in etwas drin, wo ich gerade bei jemandem auf die Nacht bin oder so. Aber was ich für mich machen kann, ist wirklich Zucker vermeiden. Eigentlich alles vermeiden. Die ganze Instant Gratification, alles, was
direkt das Belohnungssystem tut, belohnen. Also direkte Belohnung. Alles, was unbewusst, oder ich meine, viele wissen gar nicht, dass Scrollen eigentlich Dopamin ausstößt, das Rauchen Dopamin ausstößt, dass eigentlich viele Sachen, die der Mensch heutzutage macht, Zucker konsumieren, auch Sex und viel Scrollen, Einkaufen, Reden, dass das eigentlich alles Dopamin ausstößt und wir sind eigentlich überhäuft mit Dopamin-Input und unser ganzes System ist eigentlich, ja, hat eine sehr kurze Spannweite und die Wissenschaft sagt aktuell schon, viele Menschen haben aktuell eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden. Und das kommt halt nicht von nirgends, oder? Das sind halt auch Social-Media-Plattformen wie TikTok und so, haben natürlich da gross mitgeholfen, dass man noch weniger Aufmerksamkeit auf etwas richten kann, weil halt durch das Scrollen geht halt unser Ding. Aber wir haben immer schneller Erfolg. Oder? Wenn etwas länger geht wie 8 Sekunden, um sich darauf zu konzentrieren, dann tendieren wir zum Weitergehen. Oder zum den ChatGPT fragen oder was auch immer. Und ich merke, dass je weniger, dass man so eben Instant Gratification in seinem Leben hat, oder? Wenn man Scrollen nicht macht, wenn man nicht Alkohol trinkt, wenn man keine Zigaretten raucht, wenn man all die Sachen, die Dopamin ausstoßen, halt wirklich meidet, dann ist man viel klarer im Kopf, weil man ist nicht mehr gesteuert von Impulsen, die kommen, wo du einfach musst nachgeben. Oder? Wenn der Heißhunger kickt und du musst dich richtig zwingen, zum kein Schoki essen. Aber ja, wir schauen morgen oder heute ist schon okay, oder findet man seine Ausreden. Und wenn das einfach nicht mehr aufpoppt, wenn die ganze Zeit nicht mehr die Stimme, die süchtig ist, in einem innen redet, dann hat man viel mehr Kraft, um sich auf seine Ziele zu richten. Und es ist wirklich der Fokus auf sein Ziel oder auf seine Wünsche, wo einem näher dorthin bringen. Und wir haben ja eben, wie gesagt, ein RAS, ein retikuläres Aktivierungssystem, das ist in unserem Hirn, ist das ein Filter, wo filtert, wie du aufs Leben schaust. Und wenn deine hauptsächlichen Themen in deinem Kopf sind Süßigkeiten oder Scrollen, dann wirst du immer mehr von dem gezeigt bekommen. Du wirst immer mehr von dem sehen. Und wenn du schaffst, dich auf andere Themen fokussieren, deine Ziele, was halt einfach einfacher ist, wenn du nicht alle 8 Sekunden abgelenkt wirst oder alle paar Sekunden abgelenkt bist, wie du dann musst das Handy checken oder wie du musst schauen, wer geschrieben hat oder wie du Lust hast, zum Ziege rauchen. Oh, wie siehst du das rauchen, mach es nachher. Oder was auch immer. Oder? Dann hat man auch einmal mehr Fokus auf seine Ziele. Und du kannst das wie eine Waage vorstellen. Wenn irgendwann der Kipppunkt kommt und etwas Neues in deinen Körper sinkt, etwas Neues, was du willst, sprich dein Ziel, irgendein neuer Gedanke, es schafft in deinem Körper zu sinken, dass der auch automatisch aufpoppt wie ein Gedanke an Zucker oder ein Gedanke an, ich könnte ja wieder mal ein bisschen TikTok oder was haben meine Kollegen jetzt geschrieben. Zum Beispiel ein Gedanke kommt so, oh, wie cool ist das in dieser Zukunft, in meinem Schaukelstuhl, den ich wird haben. Und wenn man das schafft, die Waage zu kippen, dann wird viel mehr automatisch aus dir raus einfach Ideen kommen für dein Ziel. Aber wenn wir abgelenkt sind die ganze Zeit mit Instagram, mit all dem Zeug, dann kommen die Ideen nicht einfach. Wir haben gar kein Interesse, etwas anderes zu kultivieren. Und wir bleiben immer in dem alten Sumpf. Und es wird ja nicht besser, es wird vor allem immer mehr. Man isst ja nicht weniger, meistens weniger Zucker. Es wird immer mehr. Man tut nicht meistens weniger scrollen, sondern es wird mehr. Es wird alles immer mehr und es wird eigentlich immer schwieriger. Und das habe ich lange ausgeholt. Darum bin ich jetzt wirklich wieder bei null Koffein, null Alkohol, null nichts. Einfach. Und ich merke, es geht mir besser denn je. Und es ist das Interessante, als ich das angefangen habe, ich so dachte, ja Fabio, jetzt verbietest du alles. Und ich habe das auch schon gehört, so, ja, musst du nicht alles verbieten, kannst du dir ja mal gönnen. Aber ganz ehrlich, ich verbiete mir gar nichts, ich hole mir meine Macht zurück. Ich kläre meinen Geist, ich höre auf, dass ich da überhaupt Lust auf den Scheiß habe. Oder in meinen Augen mittlerweile, das ist Müll, den ich mir da die ganze Zeit zugetan habe. Nicht, dass das jetzt es ist halt einfach so gewesen, aber ich will das jetzt nicht mehr. Ich habe eine Entscheidung getroffen und das gibt mir einfach so viel auch gerade Freude, dass ich merke, hey, es geht mir einfach viel besser. Es geht mir wirklich besser, oder? In meinem Geist kann sich viel besser konzentrieren. Ich kann anhocken, mal meditieren. Ich bin nicht schon bei den nächsten Gedanken, nicht schon wieder, wer schreibt, sondern ich kann auch mal einfach 20 Minuten etwas auf die Seite tun. Ich kann einfach mal 20 Minuten Ruhe, weil ich nicht schon wieder Lust auf eine Ziege habe. Ich habe 20 Minuten Ruhe, weil ich nicht schon wieder das Gefühl habe, ich brauche jetzt einen nächsten Tee. Einfach weil
weil ich nicht all die Abläufe, die sonst mich ablenken können, einfach eliminiert habe. Und nicht mit bei mir ist es halt nicht mit ein bisschen weniger, sondern einfach nicht. Weil dann kommen die Gedanken irgendwann einfach nicht mehr. Ich ersticke die einfach nicht mehr im Keim, sondern ich ersticke sie auch. Ich nehme ihre Nahrung weg. Ich nehme ihre die ganze Energie weg. Ich entziehe die Energie, oder? Indem dass ich jedes Mal nachgebe und wieder scrolle und so, füttere ich das wieder mit Energie. Und dort, wo du die Energie drauf äh, verwendest, das wird mehr in deinem Leben. Das nährst du. Das ist wie eine Nahrung, die du zu dir nimmst. Tust du halt auch die geistigen Sachen nähren. Und wenn ein Gedanke kommt an Heißhunger, ich nehme Zucker, was eben schwierig ist zum Nein sagen, oder ich konsumiere irgendwie Schöckeli oder was auch immer, oder Gummibärli, was schwierig ist zum Nein sagen, aber wenn du das nicht würdest machen, dann tust du auch eine Distanz schaffen. Oder? Und es ist eigentlich mega interessant, dass man heutzutage das Bild hat, so, ja, eben die Menschen, die Partys machen und so und Drogen konsumieren, eben die harten Drogen, die sind süchtig, aber es ist eigentlich jeder Mensch süchtig. Es ist jeder Mensch süchtig. Ob es jetzt eine harte Droge ist oder nicht, Zucker ist sogar, ja, Ratten bevorzugen Zucker sogar noch für Heroin. Also können wir jetzt mal, ja, ich gehe nicht weiter darauf ein, ich lasse einfach einmal so da angestellt. Aber eben, das heisst, auch Zucker hat ein immenses Ding. Es ist entzündungsfördernd. Entzündungsfördernd, oder? Menschen konsumieren es und haben Entzündungen und das fördert es und Pickel macht es mehr und all das, oder? Und wir wissen es eigentlich, aber wir machen es gleich, oder? Das heisst, der Mensch ist aktuell an einem Punkt, oder viele, wo sich selber sehr, sehr wenig wert sind. Und ich tue mich da nicht ausschliessen, weil es ist für mich vor 3, 4 Jahren auch nicht anders gewesen. Aber irgendwie bin ich da für mich aufgewacht. Für andere denkt, kann es jetzt vielleicht sein, so, ja, was schnurrt der für ein Seich? Der gönnt sich jetzt einfach nichts, ist ein Langweiler. Ja, dann bin ich halt in euren Augen vielleicht ein Langweiler. Aber immerhin bin ich nicht der, der alle 20 Sekunden wieder irgendeinen Input muss nachgehen oder mich muss zwingen zum nicht machen. Sondern ich einfach kann machen, was ich will. Weil niemand in meinem Kopf mehr mitredet, außer ich. Das heißt, ich entscheide, wohin es geht. Ich entscheide, wenn ich 20 Minuten meditieren will, und zwar ohne, dass ich alle 5 Sekunden Lust habe, aufs Handy zu schauen. Und das sind einfach in meinen Augen ist das viel mehr Selbstliebe, wie wenn ich mir jetzt irgendwelche Süßigkeiten gönne. Oder Netflix schauen oder irgendwie, keine Ahnung, oder? Und das muss halt jeder schlussendlich für sich selber ausmachen. Aber, und ich finde es halt cool, habe ich jetzt den Schritt gemacht, weil ich merke auch wirklich, es geht mir besser. Es geht mir im Großen und Ganzen einfach besser und das will ich nicht mehr hergeben, oder? Und ja, genau. Da können wir mal einen Punkt machen. Ja, nicht bereuen. Wirklich nicht bereuen. Weil, ich sage, man sollte das Leben wirklich so anschauen, dass alles in seinem aktuellen Leben so hat müssen kommen oder gebraucht hat, dass du kannst wachsen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so einfach zum zu verstehen. Verstehe ich auch, oder? Warum hat es jetzt gebraucht, dass jemand gestorben ist, dass es mir schlecht geht oder was auch immer. Aber schlussendlich wächst man in der Regel, oder? Und wenn man Sachen versucht nicht zu bereuen, dann, ja, dann kann man auch wirklich wachsen. Hm. Jetzt habe ich natürlich viel erzählt. Was du genau meinst mit «das ist so wahr», weiss ich jetzt nicht genau, aber vielleicht der ganze Kern von dem, was ich erzählt habe. Hm. Und ja, es ist eine Entscheidung. Oder es ist wirklich eine Entscheidung. Ich kann es halt nur so sagen, ich habe ja wirklich gestruggelt mit dem Rauchen. Ich habe mit 16 angefangen zu rauchen und habe mit 32 aufgehört. Ich habe eigentlich von dort, wo ich angefangen habe, nochmal so lange, wie ich schon gelebt habe, geraucht. Und es ist nicht so eine lange Zeit im Gegensatz zu anderen, aber das Fiese, also an allem, was man macht, ist, und wir verbinden eigentlich alles mit irgendetwas. Das heißt, wenn du rauchst so viel. Das heißt, du verbindest Positives, du verbindest Negatives, du verbindest Probleme mit den Freunden, mit Problemen mit der Freundin, nach dem Essen verbindest du es. Und es ist so schwierig, das zu weglassen, aber eben, eigentlich ist es nicht schwierig. Eigentlich ist es einfach nicht machen, aber ja, ich kenne es, ich habe ein paar Mal aufgehört, einmal ein Jahr und immer wieder bin ich zurück. Und ich habe mir auch schon versucht zu sagen, einfach weniger. Beim Rauchen habe ich gedacht, ja, dann rauchst du halt einfach weniger. Dann rauchst du nur am 9 Uhr, am 12 Uhr eine und am Feierabend. Und ich bin dann die ganze Zeit gestresst gewesen. Wenn ist dann endlich 9 Uhr, wenn ist dann endlich 12 Uhr, wenn habe ich endlich Feierabend? Und dort habe ich für mich gemerkt, für mich ist es am einfachsten, wenn ich einfach radikal auf Null mache, weil dann ist es
dann ist es nur ein paar Tage so und nicht das ganze Leben bei mir. Andere können das anscheinend, das habe ich auch schon erlebt, die können einfach einmal zwischendurch eins rauchen und es ist gut. Aber auch da bin ich nicht sicher. Sie kommen ja irgendwann auf den Gedanken zum Rauchen, sonst würden sie es ja nicht machen. Das heisst, auch sie sind nicht frei von diesen Gedanken, die ich eigentlich gar nicht möchte. Ich möchte nicht irgendetwas, auch nicht etwas, wo mir schadet, einfach mal so ab und zu. Ich will ich einfach nicht mehr. Und das ist bei mir kürzlich einfach der Groschen gefallen. Und ja, und das hat für mich jetzt sehr, bedeutet mir auch sehr viel, weil ja, ich weiß, wie ich vor Jahren war, oder? Und wenn ich das so anschaue, was für einen immensen Schritt das ich gemacht habe. Aber ich bin jetzt in den letzten Jahren auch wirklich täglich auch dran gewesen, mental mein Geist zu reinigen, wirklich zu schauen, was für Gedanken lade ich in meinen Kopf rein. Ich habe anstrengende Sachen gemacht. Das ist Denken. Denken ist so etwas Anstrengendes, gezieltes Denken, überlegen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, vor allem den Fokus auf sich richten. Das ist nicht so einfach. Es ist viel einfacher scrollen. Es ist viel einfacher, sich der Pizza hinzugeben, anstatt Nein zu sagen. Aber genau das, die Selbstkontrolle, die sich können zu beobachten. Weil der Joe Dispenza sagt, ab dem 35. Lebensjahr sind wir 95% von unserem Tun machen wir einfach, weil wir es machen. Das heisst, wir haben Sachen erlebt, unser Körper speichert das ab und unser Körper wird zum Beispiel auch süchtig nach Cortisol. Das heisst, wenn du früher, sagen wir, irgendwie Stress gehabt hast oder so, dann hast du Cortisol ausgeschüttet in dieser Stressreaktionen und jetzt bist du vielleicht 20 Jahre später und du bist 20 Jahre später und der Körper hat aber gelernt, okay, Cortisol ist unser normaler Zustand, also kommt das und wenn das nicht mehr kommt, dann weiß der Körper, ich brauche das wieder, weil es ist ja unser normaler Zustand und so funktioniert dann eben Manifestieren, dass man neue Gefühle antut, dass der Körper nach neuen Sachen anfängt fragen und nicht nach diesen alten Sachen, nicht nach diesen alten Lasten, oder? Das heisst, der Körper ruft, hey, mein Cortisol, okay, es ist nicht rum, wie mache ich das? Okay, negative Gedanken, tun wir halt einfach mal Gedanken kreisen, Gedanken drüllen, bis mir schlecht geht und dann habe ich mein Cortisol wieder. Das ist jetzt nur ein Beispiel, oder? Und das hat Joe Dispenza alles erforscht und er sagt, oder, wir werden süchtig nach den chemischen Stoff, wo wir ausschütten in verschiedenen Gemütszuständen. Und wenn du lang das Gefühl fühlst, dann weiss dein Körper, dass das dein Normalzustand ist. Darum ist es so wichtig, wie es Neville Goddard sagt, oder? Du musst schon fühlen, als wärst du am Ziel von deinem Wunsch. Weil dann tust du wie den Endzustand, den der Körper schon kennt, ich brauche jetzt meinen Stoff wieder, er ist auch süchtig, eben nach dem Cortisol, ich brauche jetzt meinen Stoff wieder, tust du mit dem Endzustand, wenn du weißt, okay, ich fühle mich, wenn ich an meinem Ziel bin, so, tust du ein neues Gefühl verankern. Das heißt, du tust dem Körper eine neue Datenlage, etwas Neues auf die Festplatte schreiben, bis er es selber ausführt. Und ab dem Moment geht der Körper in eine andere Richtung. Und das ist dann auch das, was die Menschen vom Manifestieren erzählen, oder? Dass sie dann sagen, eben, sie haben das und das manifestiert. Da musst du zuerst eine Energie, da musst du zuerst irgendwie verfestigen und du kannst deinen Körper steuern. Und jetzt, eben, wir sind 95%, ohne dass wir wissen, was wir eigentlich machen, läuft unser Körper automatisch mit dem 35. Lebensjahr laut Joe Dispenza. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns beobachten. Was passiert in meinem Leben? Warum mache ich das? Und wenn man weiss, laut Gesetz der Annahme nach Neville Goddard, darum bin ich so fasziniert davon, wenn man weiss, Bewusstsein ist die einzige Realität. Das heißt, wenn du weißt, okay, in dem Fall, was ich jetzt erlebe, ist in meinem Geist entstanden, dass mit meinem Körper das jetzt automatisch ausführt, dann hast du die Möglichkeit, also dann verstehst du, okay, wenn in dem Fall das Denken, das ich lange gemacht habe, meinen Körper in eine Richtung bringt, dann denke ich jetzt neu, dass mein Körper mich in die neue Richtung bringt. Und jedes Mal, wenn man nicht aufs Alte reagiert, schwächt es das. Und wenn man wieder sich mit dem Neuen verbindet, stärkt es das. Und man tut eigentlich die Weichen stellen. Und das ist Arbeit. Es ist Arbeit, oder? Und ich habe auch angefangen mit dem ganzen Manifestieren und all das Zeug und ich bin mir auch nicht so sicher, ob in der ganzen Szene auch so ein bisschen, weil ich habe es auch so empfunden, dass man sich einfach gut denkt und dann ist es ja nachher gut. Das stimmt zu einem Teil, aber ohne deine Handlung passiert nichts. Wenn du verstehst, okay, dann denke ich jetzt gut, es passiert nichts, oder? Du musst dann gleich eben den Schritt machen. Okay, ich will, dass es mir besser geht, dass ich gesund bin, dann lasse ich halt den Scheiß weg, der mich krank macht. Punkt. Nicht ich gehe zum Arzt in Tabletten, sondern ich tue die Ursache eliminieren. Und das passiert nicht einfach. Es macht es vielleicht einfacher, wenn du in dem Bewusstsein bist
von dem nicht kranken Mensch, von dem gesunden Mensch, der dann plötzlich impulsiv auf die Idee kommt, wie vielleicht jetzt bei mir, weil das fällt mir gerade mega einfach. Und früher habe ich gekämpft. Was für mich eine Erklärung ist, ich bin jetzt in einem Bewusstseinszustand, durch das, dass ich lange jetzt eben angefangen habe, meinem Körper zu sagen, oder meinen Körper eigentlich zu programmieren, wo will ich eigentlich hin? Dass er jetzt merkt, okay, er will den Zucker nicht mehr. Darum es fällt mir viel einfacher wie vor 3 Jahren. Oder ich habe mir schon immer einmal Gedanken gemacht über Sachen, aber vielleicht auch durch das neue Bewusstsein, dass ich weiß, es schadet mir wirklich. Vielleicht auch durchs Wissen, durch das, was ich jetzt mittlerweile gesagt habe, ich kann es nicht sagen. Oder auch das Manifestieren, das ist so normal. Oder? Und wenn man weiss, unsere Gedanken, wir sind eigentlich direkt, was wir erleben, ist eigentlich eine direkte Spiegelung von unseren Gedanken. Da kann man sich immer fragen, warum geht es mir, wie ich bin? Was habe ich für eine Ursache gedacht, dass ich jetzt da bin, wo ich bin? Und darum ist es auch so wichtig, oder? Es ist eigentlich egal, an welchem Punkt dass du stehst. Es ist egal, wie scheiße das dir gerade geht, egal wie schlecht das dir geht. Du hast immer die Möglichkeit, nicht auf deine Gedanken zu reagieren. Es ist vielleicht je nach Situation und je nach Tageslage, ich kenne das auch, schwieriger. Aber das Verständnis hilft, wenn man weiß, okay, mein Denken bringt mich dorthin, wo ich aktuell bin, dann muss ich jetzt aufhören. Und die Realität, die 3D-Welt, die du erlebst, die ist träge, die ist schläfrig, die kommt erst hinten rein. Das heisst, wenn du heute eine neue Ursache setzt in deinem Denken, das erlebst du nicht jetzt gerade, sondern das kommt nach. Und das ist das, was dann der Neville Goddard auch als Glauben, du musst daran glauben, oder? Du musst als unsichtbare glauben, als wäre es bereits eine vollendete Tatsache. Als wäre es so. Und unser Geist macht keinen Unterschied, ob du jetzt wirklich etwas erlebst oder real etwas fühlst, was du gar nicht gerade physisch erlebst. Da macht er keinen Unterschied. Und das heisst, wenn eben, du kannst wirklich anfangen, dich geistig in ganz andere Gemütszustände begeben, dass es der Alte löst und der Neue zum neuen Programm wird. Und da ist halt auch, wenn es einem schlecht geht, geht es auch nicht einfach gut, wenn man weiterhin sich nur schlecht redet und nur schlecht denkt. Und das ist halt vielleicht dann schwieriger in dem Moment, aber es ist immerhin ein Lichtblick. Man weiß, okay, man muss eigentlich nicht aus Haus, man muss eigentlich nicht zum Doktor. Man kann eigentlich alles mal mit sich selber machen und einmal anfangen. Man kann mal anfangen und wenn man dann genug Energie hat, kann man auch Hilfe holen, vielleicht zu einem Homöopath oder vielleicht mit Kollegen wieder mal etwas unternehmen. Aber man kann die Ursache in seinem Zimmer, in seinem dunklen Zimmer setzen. Man kann anfangen, in sich hineingehen und die Ursache neu setzen. Und das ist das, was mich so fasziniert und was ich auch weitergeben und weitergebe. Oder, wo ich jetzt wie am Anfang auch gesagt habe, ich bin so froh, habe ich das für mich gefunden, weil es hat mir persönlich hat's den Dings genommen, so, was muss ich denn alles noch lernen? Oder auch, was für Ausbildungen muss ich noch machen, damit ich überhaupt irgendwo ankomme und an einem Punkt bin. Jetzt ist es so, ich brauche keine Ausbildung und ich kann alles machen, was ich will, wie es mir Freude macht. Wie es mir Freude macht, aber ich weiß, ich muss eigentlich nichts machen. Das heißt, es hat mich entschleunigt, es gibt mir so viel Kraft zurück, so viel auch Freude zurück, auch Neugierde. Neugierde ist das gewesen, Schatz, wo die 104-Jährige, wo der eine gesagt hat, sie ist so neugierig und durch Neugierde willst du ja auch die Zukunft erleben. Neugierde. Genau, und eben neugierig. Und genau das Ganze. Gesunde Selbstversorgung, ja. Der Pizzaschöffler bin ich gsi, der Döneresser und alles Mögliche. Ich glaube, selber für mich kochen wäre immer noch ein Punkt, aber vielleicht würde ich es mittlerweile sogar machen. Lustig, dass neugierig, hat auch Gier drin, ist noch spannend. Aber ja. Äh, ist ja auch der Grund, warum Frauen oft dominante Männer als Partner haben, wenn sie dominante Väter haben. Man sucht das Gewohnte, wie sich das richtig anfühlt, obwohl einem es nicht gut tut. Ja genau, eben der Körper hat halt gelernt, dass das der Normalzustand ist und den tun wir halt, wenn man nicht wenn man nicht eine neue Festplatte schreibt, dann führt der Körper immer noch selten aus und darum hat man halt dann oft noch Themen mit 50, die man als Kleinkind schon hatte, oder? Weil man die nie aufgearbeitet hat und eigentlich immer in diesen Dings sind, oder? Und es kommen immer mehr so Programme dazu, bis man dann eben mit
plötzlich im 35. Lebensjahr, eben wie der Joe Dispenza sagt, 95% auf Autopilot läuft. Und darum ist es so wichtig, bei diesen 5%, wo wir aktiv sind, wo du eben, man kann eigentlich sehr oft, man kann aktiv schnaufen, man kann entscheiden, was will man essen, man kann entscheiden, was will ich schauen, man kann entscheiden, wie will ich denken. Wir haben schon viel Spielraum. Aber es braucht Energie. Und wir sind nun mal energiesparend. Der Mensch ist faul und er ist energiesparend. Und man hat schon viele Möglichkeiten zum reinkommen. Aber wenn man das eben nicht nutzt, dann läuft man 95% auf dieser Spur, wo der Körper schon kennt und bringt uns eigentlich immer in den nächsten Tag, ohne dass wir etwas machen. Und das ist dann der ewige Loop. Aber die 5%, die man hat, muss man anfangen. Sollte man anfangen, fragen, was will ich in meinem Leben? Was man nicht weglassen will. Wo will ich hin? Anfangen, in die Richtung laufen. Was tut mir gut? Anfangen, das zu sich nehmen. Und so weiter und so fort, oder? Und dass man die 95% bewusst mit guten, neuen Sachen machen, dass die 95% umgeschrieben werden zu 95% guten Sachen, dass wir irgendwann kannst du so da liegen und du musst nichts mehr machen, weil du laufst 95% in die Richtung, wo du willst. Und zwar nicht dass in die Richtung, wo es dir scheiße geht, sondern in die Richtung, wo du jetzt vielleicht 3 Jahre geschafft hast an dir, was denke ich und wo will ich hin, wo du dir 3 Jahre Zeit genommen hast, was du willst und du programmierst deinen Körper, um nachher zurücklehnen und sagen, endlich läuft es in die Richtung, wo ich will und du kannst dann machen, was du willst, weil du kommst in die Richtung. Es macht es automatisch, wie jetzt automatisch negative Gedanken hast, macht es dann automatisch deine neuen Sachen. Und das ist das Geniale, oder? Wir können unseren Körper programmieren, dass wir nichts mehr machen müssen. Aber halt, er ist halt schon programmiert. Und wenn einem die aktuelle Programmierung nicht passt, dann kann man mit seinen 5% aktiv Weichen stellen. Oder? Und ich glaube, die erste Umprogrammierung ist die schwierigste, weil man weiß halt nicht, wie random wir programmiert worden sind, weil halt eben alles kann irgendwie aufgesogen worden sein. Es kann schon etwas sein, was dir im 5. Lebensjahr passiert ist, irgendetwas, was ein Kollege gesagt hat oder so, dass du jetzt so fühlst, wie du bist, aber es ist egal. Wenn nach Neville Goddard, wie er es sagt, ist es egal, weil du kannst deine Ursache jetzt neu setzen. Du kannst jetzt entscheiden, wie du fühlen in der Zukunft und wenn du das aufrecht behaltest, anleihst wie ein Kleid, anleihst wie irgendetwas, wo du nicht mehr hergibst und daran glaubst und du weißt, ich werde bald so sein, weil du verstehst, dass es so wird kommen, wenn du daran festhältst, weil der Körper hat gar keine andere Wahl. Er hat keine andere Wahl, das ist seine Aufgabe, dass er dich irgendwo dorthin führt, wo du dich programmiert bist. Und ja, wir sind halt jetzt, darum sage ich, die erste Umprogrammierung ist wahrscheinlich am schwierigsten, weil wir im 35. Lebensjahr, ich bin jetzt 36, 95% auf Autopilot läuft in die Richtung, wo man halt vielleicht eben, wenn man mit 35 noch nie studiert hat, unbewusst programmiert wurde. Und das braucht halt dann am Anfang ein bisschen Zeit, um sich mal Gedanken zu machen, ja, was läuft dann bei mir, was geht alles ab, wo läuft mein Körper hin, was denke ich die ganze Zeit, was erlebe ich dann im Aussen. Und dann kann man anfangen, das umprogrammieren, oder? Und nachdem, dass man eigentlich die erste Umprogrammierung hat man auch Erfolg. Man weiss, hey, das funktioniert und man hat dann auch, man glaubt mehr dran. Und dann die nächste Umprogrammierung wird nicht mehr so schwierig sein, weil du wirst wahrscheinlich nachher, ich sage jetzt mal, das nächste Bewusstsein erreichen. Wenn du, sagen wir, dein erste Ziel ist, ich will einfach mein Haus und was auch immer, und du das erreicht hast, dem gibst du dann nicht auf, das ist dann auch noch Wunsch. Aber du weißt, okay, du kannst dich einfach an dich selber wenden, du kannst dich wieder in deinen Geist zurückziehen und eine neue Ursache setzen. Wo will ich jetzt hin? Wie fühlt sich die neue Version, wo ich jetzt hin will? Und dann tust du das wieder aufrecht halten. Und dann laufst du ja schon 95% automatisch, jetzt neu auch in die bessere Richtung, wie in die, wo man so seit Kind halt nicht weiss, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und es wird halt immer einfacher, oder? Und es wird immer einfacher. Und ich sage, das Gute ist, klar kann es vielleicht sein, dass die einen, ich sage jetzt mal, einen cooleren Start haben, weil sie halt vielleicht in andere Gegebenheiten hineingeboren worden sind. Aber das Gesetz der Annahme besagt, dass es egal ist, wo du hineingeboren worden bist. Weil du kannst dich jederzeit in ein neues Gefühl fühlen. Und das zu deinem dominanten Gefühl machen, dass das Alte verdrängt wird. Und ja, die Aufmerksamkeit tut nähren, die Energie. Deine Aufmerksamkeit ist Energie und wenn du das auf deine
Negativität, auf die negativen Sachen richtest, dann nährst du die, dann bleibt das in deinem Leben, oder? Und das Ziel ist, da mal wirklich komplett den Stöpsel ziehen, wie Detoxing mit Zucker. Null, einfach von 100 auf 0. Oder? Dass das nicht mehr passiert und wenn ein Zweifel aufkommt. Ein Zweifel ist oftmals das alte Ich, wo möchte an dem Alten festheben und Angst hat. Das heißt, wenn du dir vielleicht vorstellst, so, wenn du dich fühlst als der begehrteste Mensch auf Erde und nachher kommt irgendetwas in der 3D-Welt und nachher merkst du, hä, das bin ich ja gar nicht, dann ist das ein Zweifel und das ist dein alte Ich. Und jetzt musst du einfach an deinem Neuen festheben, bis es zu einer Tatsache wird, bis du weißt, dass du das bist und dann kannst du nicht anders, als das werden, weil es wird dich dort anleiten. Du wirst Gegebenheiten bekommen, du wirst neue Menschen treffen, du wirst Ideen bekommen, du wirst den Ansporn bekommen, dass du das machst, dass du da dein Ziel ankommst. Und die Schwierigkeit ist am Anfang, sich nicht von der aktuellen, also nicht von deinen Sinn beeinflussen lassen, oder? Weil deine Sinne kennen halt nur, was alles schon erlebt worden ist. Sie kennen nicht Neues, sie haben noch keine Infos von der Zukunft. Sie haben nur Infos von was du bereits erlebt hast. Sie haben Infos von deinem Körper, wo dort anläuft. Das heißt, genau und darum ist das extrem wichtig. Und es ist eigentlich, ich bin so fasziniert. Ich bin Feuer und Flamme für das. Ich finde das so cool, weil ich weiß einfach, ich erreiche alles. Und ich merke Schritt für Schritt, wie immer mehr ich daran glaube, oder? Und das ist durchs Anwenden. Und nicht durchs nur Hören, sondern durchs Anwenden. Das Anwenden, es gibt kleine Erfolge, man merkt, es funktioniert, oder? Man sieht Fortschritt und jeder Fortschritt festigt dich in deinem Glauben. Und wenn ein Glaube mal so stark ist, dass der nicht mehr ausgeredet werden kann, oder? Wenn irgendwann für dich der Himmel rot ist, wenn er grün ist, dann kann dir das niemand ausreden. Und so muss es sein, oder? So selbstverständlich muss dein neuer Glaube werden, dass dein Körper nicht mehr zweifelt, dass er weiß, okay, in dem Fall ist der Himmel grün, also dann ist es in dem Fall so, dass kein Zweifel mehr kommt, dass der Verstand nicht mehr mitreden kann, oder? Und darum immer wieder zurück, immer wieder mit seinem Ziel verbinden. Und ja, es ist Arbeit am Anfang, aber es lohnt sich, weil es ist die beste Investition, die du machen kannst, die ich aktuell kenne. Klar, jeder wertet das anders, aber für mich ist es aktuell die beste Investition, die ich kenne, die ich machen kann, wo ich einfach kann aus meinem Zimmer raus machen. So, da, daheim. Und kann damit arbeiten. Ich kann schauen, dass ich nicht schon wieder negativ denke, sondern positiv. Und ja, und gesehen Erlebnis, oder? Ja, langsamer reden, weiß ich nicht, ob das, ob ich das kann. Aber ja, letztens hat auch jemand gesagt, laut reden. Laut reden. Was hat sie denn gesagt? Laut reden kann das Herz nervös machen. Ja, irgendwie, ich bin dran. Ich versuche ein bisschen angenehmer zu reden. Aber ja, das ist so irgendwie, ich komme da voll in mein Element. Das ist extrem schwierig für mich. Ich bin da immer Leute, ich merke es auch, wenn ich den Stream anschaue, ähm, dass wenn ich die erste Minute bin ich recht ruhig und so am Schluss bin ich so mega, mega laut. Merke das schon auch. Aber ja, ich weiß nicht mehr genau, wer hat das auch gesagt, dass die Schwingung, Lautstärke, geht aufs Herz. Dass laut aufs Herz geht. Irgend so was ist es gewesen. Kommst aus dem Rhythmus, wenn ich zu laut bin. Oder zu schnell. Gerade mit der Lautstärke übertrifft ich sie ja glaube ich nicht, weil du einen Pegel kannst einstellen. Ja, spannend. Das ist spannend. Italienische Temperamente. Mhm. Ja, da glaube ich. Ich glaube, ein Stream ist nicht. Ein Stream ist nicht anders, wie wenn man live ist, nur dass einem der Bildschirm trennt. Und vielleicht die Lautstärke ein bisschen anders ist. Aber ja, in dem Fall, ja. Zora sagt mir manchmal auch, Fabio, bist wieder laut. Und dann bin ich eine Sekunde leisiger und dann im nächsten Satz bin ich eigentlich wieder gleich laut. Das ist wie, ja, ich bin dran, ich gebe mir Mühe. Gut, sagst auch etwas.
Eigentlich den ganzen Tag. Nein, 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 nein. Nicht. Doch, eigentlich schon am Morgen früh, gell? Ja. So habe ich es nicht gemeint. So habe ich es nicht gemeint. Hast schon verstanden, dass es dich nicht stört, aber ich finde es gleich gut, dass du auch etwas gesagt hast, weil es ist etwas, wo ich mich selber darauf achten will. Darum ist eben spannend, dass es ja auch ein Wunsch von mir ist, dass ich das kann ein bisschen anpassen kann, dass ich nicht so, nicht so laut bin und du jetzt ja auch wieder zurückmeldest, oder? Was ich will, werde ich hören. Oder das ist ein Wunsch von mir, auch wieder das Thema und ich komme es gespiegelt über. Oder? Und ich sehe das jetzt ja als, dass du mir das vielleicht gesagt hast, ist vielleicht auch, dass du einen Impuls bekommen hast, weil du weißt, mein grösseres Ich, also sagen wir mal der 4. Fabio, der möchte das eigentlich gerne hören, weil er an dem arbeiten will. Und dann ist für das jetzt vielleicht ein Impuls bei dir gekommen, zu mir das zurückmelden. Oder auch wenn es sie nicht stört, oder? Das hättest du theoretisch ja gar nicht müssen sagen, aber es ist ja gleich der Impuls gekommen. Und ich wünsche mir, dass die Menschen mir das zurückmelden. Und ich weiss, du hast jetzt nicht sagen, damit ich leislicher bin, aber es ist ein eigener Wunsch von mir. Dass ich das irgendwie anbringe, weil, ja. Das mit dem Herzrasen, das habe ich das erste Mal gehört und du meldest das jetzt. Aber ich glaube nicht, sie hat Herzrasen gesagt. Ich bin nicht mehr sicher, was sie gesagt hat. Ja, ja, schon okay. Nicht. Schreien schon nicht. Ja, eben, sie hat, oder sie hat ja das, ich weiß ja, was hat sie zuerst gesagt, Katrita? Trita hat zuerst gesagt, dass es nicht, und dann habe ich schon gedacht, ja scheiße, jetzt bringe ich alles aus dem Herzrhythmus, haben wir das dann schon mal schnell so überlegt, so, weil das haben wir ja noch nie jemand gesagt. Und nachher im gleichen Zug sagt sie aber, es ist gut, weil es gibt da voll den Vibe und gibt eigentlich ja, die Energie über. Und ich finde, das Zweite kann ich nachvollziehen, vom Ersteren habe ich noch nie was gehört. Und ich finde es jetzt so spannend, dass ja Trita erwähnt hat und jetzt Dardane in dem Sinn auch sagt, also das auch spiegelt, dass sie Herzrasen währenddessen bekommt. Ja, sie hat irgendetwas gesagt, sie hat auch gesagt mit dem Herz, dass es ihr Hund beißt sie auch in den Arm, wenn sie lauter wird oder im Fuß, um zu sagen, du darfst wieder leisiger sein. Und irgendjemand im Stream hat gesagt, dass wenn man laut ist, dass das irgendwie negativ fürs Herz ist. Und dann hat die Mami dann darauf Stellung genommen und hat auch gemeint, ja, dass sie das auch merkt. Und jetzt eben Dardane auch. Aber ich habe bis vorher noch nie etwas gehört. Das ist jetzt ja alles innerhalb von 2 Wochen. Darum eben da auch wieder, oder mit was man beschäftigt, mit sich beschäftigt, trifft einem im Leben wieder. Noch nie was gehört, einmal gehört. Oder mein Wunsch ist es gewesen, dass ich auf das auch achten kann. Jetzt habe ich es einmal gehört, und dann Bestätigung jetzt und jetzt ja, 2 Wochen später auch gerade, dass der Dani das auch nochmal sagt. Oder darauf hinweist, sage ich jetzt. Ja. Oder das sind jetzt zum Beispiel für mich auch Bestätigungen, auch wenn sie nicht gross sind, aber das sind Bestätigungen, wie deine Energie gepolt ist. Weil eben, es ist ja ein Wunsch von mir und jetzt ist das irgendwie alles so in meiner Frequenz und ich komme das wieder rüber, weil es aussen ist ein Spiegel von meinem Inneren. Und der Neville Goddard sagt auch, dass, und ich sehe das eben auch immer mehr so, dass andere Menschen Boten sind von deinem Inneren, dass sie zum Teil auch gar nicht anders können, als dir etwas spiegeln, wo du eigentlich selber fühlst, obwohl sie das vielleicht gar nicht haben wollen. Hast du vielleicht auch schon Sachen erlebt, dass du irgendjemandem etwas erzählt hast von einer Person, wo du eigentlich gar nicht hast wissen, wo du genau weißt, die andere Person hat ein Problem damit. Dass es ja dann genau wieder in etwas Gleiches reinläuft, wo du schon mal ein Thema gehabt hast. Und wo die andere Person ein Problem damit hat. Oder? Das heisst, wir sind eigentlich wie Bote auch für andere. Dass wir eigentlich das widerspiegeln, wo andere in sich glauben. Und wenn man das so sieht, oder so versteht, dann kann man auch sagen, eben, der Mensch ist irgendwie auch fremdgesteuert und kann eigentlich auch nichts dafür, das nimmt auch wieder Schuld weg und macht es auch wieder einfacher, um einfach die Sache so nehmen, wie sie ist und nicht eine Wertung geben, weil die Wertung tut uns wieder mit der Sache identifizieren, oder? Wenn wir beim Beobachten oder beim Merken eine Wertung geben, dann identifizieren wir uns damit und das wird dann auch wieder mehr und wenn wir es schaffen, das einfach als Beobachtung oder als Impuls oder als Input oder als Variable zu sehen, dann bleiben wir eigentlich nur Beobachter, oder? Anstatt dass man zu der beobachteten Sache wird. Nein, nein, Dardani, alles gut im Fall, wirklich, alles gut. Ich habe absolut verstanden, wie du es gemeint hast. Ich wollte dir jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass du was falsch gemacht hast. Du hast absolut nicht falsch gemacht. Ich finde es nur interessant,
dass du das meldest, wenn das ja für mich selber auch ein Wunsch ist, oder? Das zeigt ja eigentlich auch wieder, dass du jetzt, gerade wie das, was ich erzählt habe, auch ein Bote für dem bist, was ich in mir innen eigentlich möchte. Und das ist ja, dass mir die Menschen das zurückmelden. Dass ich ja, mein Ziel ist, meine Stimme ein bisschen weniger italienisch zu machen. Und ich sehe das nicht als Beleidigung oder so, sondern ich bin dankbar dafür, oder? Weil es ist ja eine Rückmeldung von etwas, was ich ja will. Ja, und ja, ich bin auch sehr intuitiv, aber ob das jetzt miteinander etwas zu tun hat, ja, da darfst du selber herausfinden. Da darfst du selber herausfinden. Dass ich leislicher, also was mir kann helfen, dass ich leislicher bin. Eben Rückmeldungen sicher, dass mir öfter ins Bewusstsein kommt, oder? Dass ich mehr zum Beobachter wird. Und es muss halt zuerst mal eine gewisse Aufmerksamkeit auf etwas drauf sein, damit ich sage mal, ich wirklich registriere. Oder? Und wenn wir jetzt sagen wir, theoretisch jede 5 Minuten jemand sagt, Fabio, jetzt bist du schon wieder laut, Fabio, jetzt bist du schon wieder laut. Ich glaube, das würde helfen, weil irgendwann habe ich es als Mantra in meinem Kopf. Oder? Darum ist es schon nicht schlecht, wenn mir das jemand sagt, weil jetzt bin ich parallel schon am schauen, dass ich meine Stimme nicht lauter mache. Und ich merke es schon sehr fest, dass ich vor allem da im Stream parallel sehr fest dabei bin. Oder auch das mit dem ich bin eigentlich beim Stream parallel sehr gut dabei. Einfach so, ich will kein sagen. Und auch jetzt, irgendwie funktioniert es gerade auch ein bisschen besser da im Stream, einfach mal nicht laut. Und dann kann ich das auch, bringe ich das vielleicht dann auch ins echte Leben über. Aber eben, mich persönlich stört es nicht, oder? Dass ich einfach, das ist halt irgendwie mein Temperament, das ist halt einfach meine Lautstärke, aber ich kann es mir vorstellen, dass es gerade introvertierte Menschen, die eigentlich einfach ihre Ruhe wollen, halt dann schon vielleicht kann aus der Reserve rütteln. Ja, also mir schlägt es ja gerade aufs Nervensystem oft, wenn du oft sehr laut bist. Ja. Ja, ja, aber es ist halt auch, es ist Energie, oder? Es ist Frequenz, es ist das Megafon. Ja, die hat schon eine recht laute Stimme. Hat schon eine recht laute Stimme, das weiß ich. Und ja, das macht nur Sinn, oder? Wenn man dann im gleichen Energiefeld ist und die Stimme einem eigentlich beschallt. Ich weiß es nicht, was es liegt. Es wird automatisch. Ich merke es auch, wenn mich etwas. Wenn es Themen sind, die mich wirklich interessieren und mir eigentlich Feuer im Hintern geben, oder meine Leidenschaft, dann wird's lauter, dann merke ich, dann wird's lauter. Achtung, Achtung. Ja, ja. Oh, was habe ich denn da? Ah, das ist da. Ein Tisch noch, halb drauf. Ja, ja, der Megafon. Aber ist schon gut. Ja, vielleicht hätte man mich als Kind müssen hören. Vielleicht bin ich nicht gehört worden, ich will so lange schreien. Und jetzt bin ich halt immer noch das Schreikind. Ja, ja, dann ist die Frequenz. Vielleicht fange ich mal an, Frequenzheilung machen, mal schauen. Ja, ich bin ein Schreibaby gewesen, tatsächlich. Ich habe geschrauen. Und meine Mami hat jetzt noch Schlafstörungen davon, weil sie eigentlich gar nicht mehr geschlafen hat. Und bei mir war lang, genau. Sorry Mami, alles Liebe zum Muttertag. Das ist aus dem Sohn geworden. Still crying. Ja, das sind Frequenzen. Das sind Frequenzen. Ich kann halt, ich weiß nicht, oder? Müsste mal zu einem gehen, mal meine Stimme
Gibt's das? Gibt's das? Kann man, kann man seine Stimme aus, wie sagen wir denn? Aus, auszeichnen? Nein, ist das falsche Wort. Hei, hei, hei. Seinen Stimmengott irgendwie herausfinden. Um wissen, was man für Frequenzen in der Stimme hat. Dann kann ich mal herausfinden, ja, welcher Ton in meiner Stimme bewirkt was. Und dann kann ich mich mehr, kann ich mich auf das richten. Ah, cool. Ja, ja. Ja, ist schon spannend. So, und jetzt haben wir ja nur ein paar Tage, 3 Tage und dann wieder 4 Tage frei. Ja. Ja, nein. Nein, nein, ich bin froh, bin ich nicht Sänger. Ich bin froh, bin ich nicht Sänger. Das ist doch auch nur. Ich stell's mir vor, ich höre ein Lied. Ich höre ein Lied und es läuft mir permanent nach, Mann. Und wenn ich jetzt Sänger bin und ich muss die ganze Zeit lernen, was ich singe und nichts anderes im Kopf haben wie mein Gesang und eigentlich nur meine Texte, ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, meinem Ziel aktuell. Weil da hast du ja gar nicht Ruhe. Keine Ahnung, da hast du ja gar nicht Ruhe. Das meiste, was du machst, ist nur singen. Aber ja, Sänger, das ist schon ein Rockstar im Auto. Summe hilft bei was? Ja, vielleicht im nächsten Leben Sänger. Mal schauen. Vielleicht im nächsten Leben. Mhm. Tu ich mir merken. Bin jetzt aktuell zum Entspannen, bevor ich ein bisschen in mich gehe, bin ich eigentlich 5 Atmungen am machen, 5 Sekunden durch die Nase ein, 5 Sekunden durch die Nase aus. Und an was ich jetzt gerade kürzlich gehört habe, das ist vom Nikola Tesla 369 Methode, glaube. Und er sagt, würden wir mehr die Bedeutung von irgendwas verstehen, müsst ihr jetzt auch wieder googlen. Und da geht es eigentlich darum, dass du dich am Morgen 3 Mal mit dem Ziel verbindest. Wirklich bewusst, oder? Dass du anhockst und dich bewusst mit dem Ziel verbindest, dass du sagst, okay, ich will am Morgen, ich möchte, sagen wir, mein Ziel ist, der schnellste Mensch auf Erden zu sein. Dann gehst du am Morgen ins Gefühl hinein, dass du bereits der schnellste Mensch auf Erden bist und tust dich mit dem verbinden. Und da tust du eigentlich 3 Mal am Morgen verbinden. Und ich tue es jetzt so machen ich tue zuerst 5 Mal, 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus, damit ich ein bisschen beruhigter bin. Und nachher tue ich eigentlich 5 Sekunden einatmen und beim Ausatmen tue ich mir eigentlich das sagen mit dem, wo ich mich verbinde. Und das mache ich dann 3 Mal und dann starte ich so eigentlich in den Tag. Und am Mittag macht man es 6 Mal und am Abend, bevor man geht schlafen, macht man es 9 Mal. Und das habe ich gestern oder vorgestern habe ich das gehört und ich habe jetzt gemerkt, ich habe das jetzt heute gemacht, heute Morgen oder auch gestern Mittag und gestern Abend habe ich das gemacht. Und ich habe gemerkt, wenn ich mir bewusst sage, so, das mache ich jetzt, dann bin ich eher dabei, dann schaffe ich es auch einmal, mich auf das zu konzentrieren, wie wenn ich es einfach immer mal wieder random in meinen Kopf kommt und ich versuche es aufrechtzuerhalten. Jetzt soll ich das summen. Was soll ich? Warte, ich summe das Lied und ich finde es raus. Ah, das staunt der Laie, hä? 100 Punkte. 100 Punkte für den, der herausfindet, was ich gesummt habe. Ich wiederhole es nicht nochmal.
Also ich weiß nicht, ob es Think and Star heißt. Also ja. Ich weiß nicht, ob es das zwei Eim ist, aber ich habe gesummt, oh du goldiges Sünneli, tu doch wieder scheinen. Kommen nachher alle Vögel sind schon da. Was ist das? Heißt das Think and Stars? Think and Star. Kommt nachher alle Vögel sind schon da. Ist das? Ist das? Ja. Ja, nein. Ich weiß gar nicht, das haben wir immer in der Schule müssen singen. Das ist ja so, hat man ja so gerne gemacht, in der Schule singen. Wenn jeder so separat hat müssen einen Part singen von etwas. Einmal so wie vorlesen, das ist auch so etwas Geniales. Das sollte eigentlich verboten werden, man. Das ist einfach Mobben von den Kindern. Nein, in dem Fall haben beide 100 Punkte. Mit 101 Punkt hätte der Waschmaschine gewonnen. Einer hat euch gefehlt. Ah. So, aber für heute mache ich. Für heute mache ich fertig. Die Vögel fliegen davon. Die Stimme ist kalibriert. Die Frequenz ist, schwingt. Warum bin ich geworden? Das finde ich cool. Genau. Und dann bin ich in einer Woche wieder da. Ein Tag. Schau jetzt. Nein, 2 Tage. Nein, ein Tag nach der Dardana ihrem Geburtstag. Da habe ich mir gemerkt, 16. Mai, das habe ich gemerkt. Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht, ich hätte es wahrscheinlich vergessen, aber ich habe heute das Video bearbeitet und ich habe es nochmal gehört. Darum habe ich es jetzt gerade noch aktiv. Man muss ehrlich sein. Genau. Aber in dem Fall, bis nächste Woche. Ich wünsche dann einen ganz schönen Geburtstag. Wir hören uns vielleicht einen Tag nachher. Und ja, einen schönen Wochenstart. Und ist ja jetzt ein bisschen verregnet. Kann man wieder mit gutem Gewissen daheim sein. In dem Fall, ganz eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da gewesen. Tschüss.